So, ihr Leid, guten Tag, wie wir gesehen haben, wie wir ja aber auch gesagt haben, ne? 7 Stunden verbleibt. Du ich jetzt einfach mal so eine Krabbe dem Opa da eben bringen, weißt du? Dem Mola da eben. Ah ja, und da kann ich noch in die Karten gucken, wo ich da ausgelegt habe. Und mal gucken, ob es das ist, was er wollte. Einfach nur irgendwelche Krabbe, oder? Oh, noch eine große. Ja, klaro, Maro. Nehmen wir A mit. Zack. Hoppala, das war nix. Das war falsch zumindest. Nehmen und irgendwo dahin. So, wie am Moin, fragt der Freund. Oder eben ist wieder so komisches Dingensbums. Nicht ablenken. Oh, was ist mit dem da? Leer, egal. Ich gehe da jetzt mal hin und gehe jetzt zum Mola. Also, Flagge abliefern, Boot anstreichen. Wie war denn das? Das ging doch irgendwie. Scharfes Minzgrün. Okay, das sind. Ah, das sind bestimmte Krabbe. Okay. Komische habe ich aber nicht, ne? So, was haben wir schon noch? Ahorn Orange. Ah, nicht. Ich hab einfach nur normale. Königliches Violett, Schatzgold, Abgrundschwarz. Vielleicht habe ich schon irgendwas. Oh, nee, das sind alles ganz komische Krabbe. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Okay. Dann halt nicht. Dann pennen wir die Gänse. So. Liebe war so komisches Gruseldingens. So. Komm her, du. Habe ich nicht die richtige Angel, oder? Ach komm. Ach komm. Fahre ich einfach jetzt mal so ein bisschen wild umher. Schalala und Schalali. Über gibt's da irgendwas? Oh, ich könnte mal wieder bei der Refrado vorbeigehen. Aha. Ein Rachelstochen. Stockenblachen. Das Trophäe. Fall da jetzt in. So, wo ist dann die Frau? Gute Frage. Moment, das elaborieren wir jetzt. So. Also, wir wollen Stahlspitz. Das ist doch, wir sind doch sogar richtig. Guck mal. Habe ich natürlich genau, wir sind sogar am Anlegeplatz. Das habe ich natürlich gewusst. Wir gehen mal vorbei, gucken. Gehen mal guten Tag sagen. Guck mal, die hat das Heisel schon gebaut. Ja, geil. Geht denn ab? Tut mir gerade leid. Irgendwie will der mich nicht docken lassen. Ich mach mal extra Rundfahrt. Nein. Aus irgendeinem Grund wollte er mich gerade nicht docken lassen. Das ist mir egal, mir ruckle jetzt da hin, bis es passt. Irgendwas stimmt doch nicht. Hallo? Okay. Dann docke wir halt nicht an. Wenn du mich nicht lassen willst, will los. Oh, die Musik ist wieder da. Röllstoff. Jetzt schon noch was Cooles vielleicht, da über. Ein paar Bretter. Ja, hopp, komm. Nehmen wir mal mit, wir fahren mal zurück. Was mache ich dann doof? Quatsch. Sorry. Hä? Oh, geil. Cool. Ja, das ist natürlich noch besser. Stretchen starten. Also, nee, doch hier.
Jetzt hat er mal Bretter gekriegt. So, ihr Leid. Boah, sieht das schön aus da hinten, oder? Steh. Okay, wir machen uns jetzt zurück. Pass auf. Komm, gib Stoff. Aber nicht so schnell, ne? So. Cool irgendwie. Aber jetzt muss ich auch aufpassen. Jetzt kommen wir nämlich Felsen. Aber mal sowas von. Ein komischer Au. Bleibe bloß weg hier, komischer Au. Ich kann euch gerade nicht so gebrauchen. Komisch. Komische Au sind es. So. Ey, irgendwas stimmt doch nicht. Einen Moment, ihr Leid. Ich muss mal gucken, wie wir das da jetzt hinkriegen. Das kann ja wohl nicht sein. Einen Moment, notfalls tue ich kurz speichern und komme dann wieder her. So, Moment, ihr Leid. So, ihr Leid. Ich habe zumindest alle kennen und speichere mal neu gestartet und hoffe jetzt, dass das passt. Also wir gehen zum Fischhändler. Gebe dem halt nur das. Und das. Und das. Okay. So. Dann gehen wir ins Trockendock. Gucken wir. Haben wir irgendwas, was du brauchen kannst? Holzbretter, ne? Ja, gucken wir. Oh, das ist sogar das letzte, wo wir gebraucht haben. So. Wenn das so komisch ist. Wie ist das da noch ein bisschen seltsam? Das da machen wir ins Lager. Das brauchen wir hier nicht. Das da brauchen wir erstmal nicht. Machen wir auch ins Lager. Also wir brauchen unbedingt so Schraube und noch komisches Metall, wo ich noch nie gefunden habe. Also würde ich sagen... Moment, kann man da irgendwie was machen? Mir gefällt das doch halt überhaupt nicht. Das ist doch scheiße. Hey, warte mal. Wir haben ja noch so Dingens so gefunden, gell? So. Und mir wollte doch... Der hat noch gefehlt, ja. Das geht immer noch nicht. Ich glaube, das Problem liegt an meinem Controller. Vielleicht, pass mal auf, ich das derweil wie ein Engel mache. Controller ausschalten, Controller anschalten. Okay. So, jetzt pass auf. Ah, es war der Controller, der hat aus irgendeinem Grund gesponnen. Ich habe ihn einfach ausgeschaltet und nochmal angeschaltet. So, oder? Moment, das sieht man ja. Wer steht, ob es der Controller war? Ja, es war der Controller. Wie jetzt? Ach, ich muss das alles einzeln machen. Ja, geil. War schon abgeschlossen. Strahlantrieb. Ja, geil. Dann würde ich nämlich den da als nächstes holen. Und dazu so einer dazu. Dann ist das voll geil, ne? So. Aller gut, ihr Leid. Kajüte. Enzyklopädie. Ah ja, da haben wir noch Stachelrohre. So. Also, wie gesagt, sorry, dass das jetzt so ein bisschen seltsam war mit meinem Controller da jetzt. Wir gehen jetzt wieder auf Schatzsuche. Oder sollen wir mal überhaupt mal woanders da hinfahren? Wäre vielleicht auch mal nicht schlecht, oder? Also, ich muss gedrückt halt. Ja, weil wäre ich ganz wir im Kopf da. So. Jetzt pass auf. Hallo? Hör doch mal auf, irgendwo hinzufahren. Was geht denn hier ab? Hilfe! Egal. Was ist das da? Stummklippe? Oder war ich noch gar nicht? Da fahren wir hin. Da fahren wir jetzt einfach hier. Volle Power. Das ist eine gute Idee. Also, wir müssen da raus. Und jetzt machen wir einfach volle Power. So hat er es gesagt, ne? So, pass auf. Karte gucke. Ja. Ich
werde da halt ein bisschen bekloppt oder was, aber egal. Und weiter geht's. Ich muss mal gucken, ob ich noch... Boah, das ist ein riese Weg, ne? Obwohl es nur gesagt haben. Also, da haben wir noch was zu tun, ne? Yes. Unwirtliche See ist es auch noch. Irgendwie. Boah, der war knapp, oder? Aber wir nähern uns, ne? Boah, da ist ein Hai oder was? Haben wir das gesehen? Oh, das sind wieder die Wale. Na, nicht ablenken lassen. Nicht ablenken lassen. So, nicht, Junge. Wir lassen uns nicht ablenken, dass das gleich klar ist. Wow, es rumpelt und pumpelt hier. Mal lieber Scholli. So. Ja. Rumpel, rumpel. Okay. So. Okay. Ich habe hier ein Lager, aber erstmal mit der Leid erzählen, ne? Einwohnerin von Unfell. Was willst du? Brauchst du vielleicht Hilfe? Ich wollte für meinen Freund ein besonderes Essen zubereiten, aber es gibt da ein Problem. In dieser Gegend gilt reifer Meeral als besondere Delikatesse. Du würdest ihn wahrscheinlich als verdorben bezeichnen, aber wenn man ihn richtig zubereitet, schmeckt das köstlich. Normalerweise vergraben wir den Meeral in der Erde, um ihn reifen zu lassen, aber unsere Hunde buddeln ihn dann aus und fressen ihn. Ich kann das Thema nicht ansprechen, dann würde ich die Überraschung verderben. Kannst du mir also einen reifen Meeral beschaffen? Ja, klar. Das ist ja einfach nur Aal und dann gewartet, bis er vergammelt ist, oder? Danke, du wirst großzügig entlohnt. Noch was? Wo kann ich einen Meeral fangen? Oh, und es ist nicht einfach, Meeral zu finden. Ich hörte, er verbirgt sich gerne in den Felsspalten der Klippen. Die leichter zugänglichen Stellen sind wohl bereits leer gefischt. Du musst dich also zwischen den Klippen wagen, um welche zu finden. Habe ich schon erwähnt, dass er nur nachts rauskommt? Und ich glaube nämlich, dass er sich tagsüber versteckt. Viel Glück. Danke. Was kannst du mir über die Klippen erzählen? Vor vielen Jahren versteckte sich bei den Klippen oft Schmuggler und Piraten. Die Legende berichtet von 2 Piratenkapitänen, die die Sturmklippen als Versteck nutzten. Es kam zu Zwistigkeiten und in der Folge zu einer blutigen Schlacht im Süden der Klippen. Sicher liegen dort immer noch eine Menge Wracks auf dem Meeresgrund. Beide Parteien gingen in der Schlacht zugrunde. Ihre Schätze sind bis heute nicht geborgen. Ich nehme an, dass sie ein Vermögen wert sind. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Weißt du was über seltsame Typen hier in der Gegend? Hast du die Geschichte von Makran schon mal gehört? Das war ein alter Walfänger aus der Gegend. Als die Wale langsam rar wurden, mussten die Mannschaften immer länger auf See bleiben, um sie zu finden. Makran war dafür nicht geschaffen. Er entwickelte eine widernatürliche Faszination für eine Schriftrolle, die er auf einer dieser Fahrten fand. Er sagte, die Rolle habe ihm verraten, wie man unsterblich wird, indem man mutierten Fisch verzehrt. Aha. Man begann ihn Makran den Fischmann zu nennen. Eines Tages wachten die Leute in der Stadt morgens auf und stellten fest, dass in der Nacht sämtliche Leinen und Netze aller Boote zerstört worden waren. Und der alte Makran war nirgends zu finden und er tauchte auch nie wieder auf. Wo kann ich jemanden Fisch verkaufen? Wir fangen unseren Fisch selber, wir müssen keinen kaufen. Aber es gibt eine fahrende Händlerin, ihr Boot liegt jenseits der Bucht vor Anker. Sie kauft und verkauft beinahe alles. Und sie macht auch Reparaturen. Ja, das ist immer cool. Ja, nö, alles klar. So, dann rede ich mal mit dem pensionierten Walfänger. Was willst du? Gibt es hier irgendwo Schiffswracks? Das eigentliche Wrack hier ist die Siedlung bei den Sturmklippen. Mein Bruder hat uns im Stich gelassen und ist auf diese verdammten Klippen gezogen. Ich nehme an, dass er seine Entscheidung nun bereut. Weißt du was von seltsamen Vorfällen hier in der Gegend? Vor langer, langer Zeit, nachdem der letzte Wal gefangen worden war, setzte hier ein plötzlicher Exodus von den Sturmklippen ein. Dutzende Schiffe kamen hier vorbei, schwer bepackt und auf dem Weg Richtung Norden. Die Leute winkten uns von den Booten aus zu und riefen etwas, aber wir konnten sie nicht verstehen. Seither hat man nichts mehr von ihnen gehört. Was kannst du mir über Unfälle berichten? Unfall war mal eine Walfängerstadt, aber das ist lange her. Wir fuhren raus, erlegten eines Tages eines der Tiere und dann machte sich der Rest der Stadt ans Werk.
Doch vor etwa 20 Jahren begann die Wale sich rar zu machen und sieh uns jetzt an. Es reicht gerade mal so für eine neue Kerze. Achso, wegen dem Walölgedönse da. Nee, das war's dann echt nicht. Okay. Dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um, ne? So. Fahrende Händlerin irgendwo hat sie gesagt. Oh Mann. Mal gucken, was da fischt, dass wir da angeln können. Na komm. Was war das gerade für eine seltsame Angelart? Okay. Eine sehr seltsame Angelart, okay. Alles klar, 17 Uhr schon. Das sind doch Fische. Ja, das sind so nee, das sind Bretter, gell? Das sind Bretter. Ah, guck mal da, das sind so Schraubegedönse. Moment. Aller Hopp war schön mit euch. Hä? Ich habe gerade das Problem mit meinem Controller, dass ich Screenshots gemacht habe und habe dabei mehrere Tasten gedrückt. So, jetzt versuch ich wieder warte. So. Aber jetzt. Dichte. So, Cookie. Kann man noch was holen? Okay. Sorry, du musst auch rausfliegen. So. Noch eins. Ja klar, nehmen wir mal alles mit. So. Jetzt fahren wir schnell zurück. Geht los. So, da fahren wir schnell zurück und tun unser Zeich ablegen. Und morgen tun wir dann hier in aller Ruhe uns umgucken, ne? Also nicht morgen. Wieso kann ich denn da nicht anlegen? Kann ich nur hier anlegen? Ah ja. Also nicht morgen, sondern jetzt gleich. So, versucht mein Lager. Schmeißen wir alles neu. Halt, zum Lager. Was ist in der Kajüte? Ah ja, die Missionen. Ah ja, ich soll. So wacht, ne? Ich gehe noch hier und du das da wieder austauschen. Ausbauen? Das kann ich selber ausbauen, okay. Und du es ausbauen und du mal das da inbauen. Was ist denn da los? So, machen wir das. Inbauen. So. Okay. Zurück in die Stadt. Und jetzt gehen wir rund Profe. So. Aller gut. Dann gucken wir uns da mal ein bisschen um. Ich will jetzt nicht so viel angeln, ehrlich gesagt, weil ich ja erstmal gucken will. Ah ja. Wo die da mit dem Schiff ist, wo sie gesagt hat, weißt du? So. So und so. Noch mehr Bretter. Sammeln wir einfach mal ordentlich Bretter in. Weiterfahre. Oh, das ist aber schon da gut Stückchen, ne? Wo ich da umrunden muss. Ich linse mal da hin. Sehen hier da irgendwas? Ne, komm, wir fahren einfach mal komplett um die Inselgruppe quasi drumherum.
Es vibriert hier wie Sau. Ich weiß nicht warum. Wenn ich halt wisst, wo diese... Uah, uah. Was wird denn du von mir? Au! Ja, danke. Jetzt müssen wir natürlich... Oh, fuck. Kann ich mich mal hin rumheben? Kollege. Shit. Da bin ich hier nur gelandet, hey. Ich bräuchte irgendwie dringend, oder ist irgendwie Anlegestelle oder sowas. Ich fahre mal da hin. Ist das eine Anlegestelle? Nicht wirklich, oder? Bitte lass es eigentlich Sinn. Doch ist es. Provisorisches Lager. Du stehst in der Mitte eines Lagerplatzes. Die Glut des Lagerfeuers ist erkaltet, doch die Asche wird noch vom Wind verweht. Spur? Soll ich denn da beim Lagerfeuer näher gucken? Suche nach Fußspuren. Ich finde es keine Fußabdrücke, aber merkwürdige Symbole, die jemand in der Nähe in den Staub geritzt hat. Manche wurden hastig mit dem Fuß verwischt. Ich untersuche mal das Zelt. Das Zelt besteht aus einem Stückchen Stoff, das über ein paar Äste gelegt wurde. Im Inneren ist nichts außer einer flachen Mulde im Schmutz, wo wohl jemand geschlafen hat. Auf den verkohlten Scheiten des Lagerfeuers liegt ein großer, flacher Stein. Aus der Asche staken eine Handvoll kleiner Fischgräten. Tritt in die Asche. Trittst in die Asche. Am Grund des Haufens tritt dein Fuß auf etwas Hartes. Du wischst die Reste beiseite. Und jetzt. Ach so. Cool. Nehme ich mit. Ich hoffe, dass ich halt jetzt nicht untergehe. Du nimmst das Objekt auf. Was möchtest du tun? Ich gehe. Mal hier schlafe. Aber ich brauche unbedingt die... Ja... Ich will die Händlerin, wo sie gesagt hat, welche, die brauche ich hier jetzt unbedingt. Reise hin. Mal gucken, wo ich jetzt bin. Halt. Karte. Dann hätten wir halber drumherum. Das war eine saudumme Idee. Das war eine saudumme Idee. Nein. Moment, ich laufe jetzt erstmal rund. Sorry, aber... Ja, es gibt halt jetzt so langer Schlaf hier. Egal. Es ist irgendwie... Hört es sich hier halt... nicht unbedingt sicherer an. Wir wissen wieder Steine. Nee, ich tue jetzt einfach nur... Ich nehme die Abkürzung da eben. Was ist das da? Okay, das muss ich jetzt natürlich schon angeln, ne? Wann es geht. Ich weiß gar nicht, was das ist. Was ist das? Ah. Okay. So, ich fahre jetzt doch die Abkürzung da. Ah. Ich mal irgendwann mit der Kamera da ein bisschen auseinandersetzen. Das kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Wo zur Hölle bin ich hier? Oder funkelt was Gold? Da gehen wir natürlich hin. Da ist gerade riesiges Vieh.
Okay, dann weiß ich jetzt, was passiert, ihr Leid, weil man, Scheiße. Okay. Ich muss hier zurück, ne? Ey, da habe ich mich jetzt mal schön in eine Kacke buxiert hier. Also, wacht. Kann ich irgendwie was forschen, damit ich mal die Teile los wäre? So. Also. Ich muss ablegen. Ich muss jetzt auf die Karte gucken. Ist deutlich einfacher, wenn ich halt wirklich zurückfahre, ne? Ich hoffe, dass da jetzt halt nichts kommt. Vorne gibt es irgendwas. Da hinten fahre ich nicht mehr hin, so dumm bin ich nicht mehr. Aber da vielleicht. Ich gucke mal von hin. Okay, ich gucke jetzt erstmal, was das da ist. Ah, es scheint wohl hier gefährlich zu sein. Das ist schon mal klar, ne? So, da ist ein komisches Teil. Piratenflagge, cool. Das finde ich gut. Ich fahre einfach so, wie ich komme bin. Ist mir jetzt kackegal gerade. So. Was? Mann, ey. Hier seht ihr mich gerade verzweifeln. Okay. Alles klar, wir gehen jetzt vorhin die Piratenflagge holen. Das ist klar, ne? Das ist so scheiße ich gerade drauf. So, ist mir jetzt gerade alles egal hier. Ich muss einfach nur zurück in deine verkackte Hafe. So, Piratenflagge, alles klar. Wenn ich jetzt aber da hinfahre, würde. Ich fahre jetzt zu Hause rum. Einfach immer rein. Ganz langsam. Gut aufpassen, dass ich nicht wieder mein Boot überheizt wie weil. Aber diesmal sieht es aber gut aus. So, Moment. Okay. Ich glaube, ich bin für diese Gewässer hier noch nicht wirklich ausgerüstet. Da muss ich mir echt noch den Rumpf verstärken und sowas. So. Aller gut. Klappt, mir Hans geschafft. Junge, Junge. Naja, gut. Das heißt also, auch während man angelt, ist man nicht, also können die Viechers trotzdem angreifen. Was ist das? Aufgewühltes Wasserbestandmittel.
Hopp, lass mich du andocken. Ich muss zu meinem Lager gehen. Alles ins Lager schmeißen. Der Fusto schmeiße ich weg. Darf mal eh keiner ab. Ich muss halt irgendwie so wegkommen, ne? So. Soll ich doch lieber Kutre oder nicht? Ist doch 100 Pro wieder so blöder Ampelfisch. Und ich hau dir... Ne, ist eine Flasche. Okay. So, jetzt pass auf. So, Ivo habe ich was gesehen. Das ist noch... Stadt oder sowas. Oder kann man alle. Sehr gut. So. Ein alter Mann taucht aus einem der verfallenen Gebäude auf und humpelt auf dich zu. Oh, sei gegrüßt, ich komme hier nicht auf Besuch. Was ist dein Begehr? Warum scheint es nicht sicher zu sein? Warum lebst du hier? Ei, ich habe hier lange ausgehalten. Um ehrlich zu sein, habe ich meine Situation neu überdacht. Ich war hier so lange glücklich. Meine Frau und ich hatten ein wunderbares Leben. Bis zum Zusammenbruch. Jetzt bin ich allein und abgeschnitten durch Wasser und Land, umgeben von zitternden Felsen. Ich könnte dir helfen, nach Unfällen zu ziehen. So einfach ist das nicht. Mein Bruder würde niemals... Ich habe früher mit meinem Bruder in Unfall gelebt. Damals war er Walfänger. Es lief nicht gut, wir haben uns oft gestritten. Vor allem um das Erbe unserer Eltern und dessen gerechte Aufteilung. Wir waren jung und dumm. Als meine Frau und ich beschlossen, hierher zu ziehen, nahm ich das Familienwappen einfach mit. Ich habe es ihm gestohlen. Und jetzt, nach all der Zeit, kann ich ohne es nicht zurückkommen. Warum gibst du es ihm nicht zurück? Nochmal, so einfach ist das nicht. Nach dem Zusammenbruch hat diese Kreatur den Schutt der Häuser in ihren Bau gezerrt und das Familienwappen war darunter. Es ist aussichtslos, ich weiß. Aber wenn du es finden würdest, es ist ziemlich groß, aus Walfischknochen, es würde mir enorm viel bedeuten. Ich suche danach. Danke, aber bitte sei vorsichtig. Ja, Mann ey. Das machen wir auch ins Lager. Auch halt unbedingt. Noch ein bisschen mit dem Eremit rette. Was soll ich nochmal tun? Das Familienbesuch. Ja, okay. Aber ihr Bau liegt weit im Inneren, beim großen Wasserfall. Das war das Ding, was wir eine Weile rausgezogen hatten. Ich habe einen Bereich auf deiner Karte markiert. Vielleicht könntest du dort suchen. Aber wenn es dir zu gefährlich ist, musst du das nicht tun. Was willst du noch wissen? Weißt du was über Schiffswracks hier in der Gegend? Jemand, der hier mal gelebt hat, verteuerte sein Boot immer am Fuß der Klippen, bis es eines Tages von einem Felsbrocken getroffen wurde und sank. Was für ein schrecklicher Verlust. Es war wirklich ein wunderschönes Boot, geschmückt mit unzähligen Andenken an die vielen Reisen, die es hinter sich hatte. Bei Ebbe kann man immer noch den Mast sehen, der aus den Wellen hervorlugt. Was passiert mit diesen Klippen? Sie werden von innen heraus verzehrt von dieser hasserfüllten Schlange. Hast du sie gesehen? Niemand wollte mir glauben, bis das Biest anfing und uns die Erde unter den Füßen wegzufressen und sich unter den Häusern Spalten auftaten. Es war ein Albtraum. Man wachte nachts von den Geräuschen dieser Kreatur auf, die unter einem rumorte. Irgendwann war sie dann fort, aber nicht bevor sie uns alles genommen hatte. Erzähl mir mehr über diese Kreatur. Sie bohrte ihre Gänge durch den Fuß der Klippen. Man kann die riesigen Löcher noch sehen, die direkt unter der Wasseroberfläche liegen. Ihre Aktivitäten führten oft zu Felsabbrüchen. Wenn du also da reingehst, halt die Ohren offen. Sollte sie dich entdecken, kannst du wahrscheinlich fliehen. Sie ist ziemlich langsam, vorausgesetzt du findest dich in diesem Labyrinth zurecht. So, okay, danke für die Infos. Danke fürs Anlegen. Danke für die Zwischenspeicherung. Danke erstmal an alles. Und danke, dass ich jetzt hier Schlafplatz habe. Eieiei. Ich muss unbedingt die Finne oder Schiffe repariert, welche? Dort drin, da komme ich noch nicht hin, ne? Okay, ich muss ablegen. Darin will ich auf keinen Fall.
Ich fahre nur hin, ne? Ja. Da Ive ist nämlich... Da ist die Händlerin. Moment, ich gebe noch ein bisschen Zeit. Bange. Aber endlich ist die Händlerin da. Wir haben sie gefunden. Was ist das? Ist das noch eine Flagge? Forschungsteil. Ach, das sind die Forschungsteile. Ich denke immer, das ist eine Flak. Eine Flagge, kein Flak. Okay, Dingsbums Luftabwehrgeschoss. So. Boah. Was Schönes habe ich schon lange nie gesehen. Okay. Ich hoffe, dass das die Händlerin ist. Lass mich Ali. Ja, danke. Ah, die fahrende Händlerin. Ahoi, ein neues Gesicht. Fischer nehme ich an. Perfekt. Na, wir werden uns sicher gut verstehen. Ich bin Reisende und Händlerin, alles in einem. Solltest du deinen Fisch verkaufen wollen, ich nehme ihn dir gern ab und verkaufe ihn in der nächsten Stadt. Ich handle zudem mit einer kleinen Auswahl an Ausrüstung. Du kannst dir meine Sachen gern durchsehen, vielleicht ist ja etwas für dich dabei. Komm zu mir, wenn du handeln willst. Oh, ich schwimm doch. Sicher bist du an die Trockendocks der Häfen gewöhnt, aber ich kann dieselben Aufbesserungen an deinem Boot auch hier auf diesem Schwimmdock durchführen. Probier's doch mal aus. Habe ich irgendwas hier, wo ich inbauen könnte? Ja. Das ist gut. So. Brauche ich nur so komisches Metall, aber das habe ich noch nicht. So. Sag mal, hast du die Fotografin gesehen? Sie war vor kurzem an meinem Panton. Sie hatte eine teure Fotoausrüstung dabei, Bilder von der örtlichen Fauna zu machen. Sie seufzt voller Bedauern. Also die. So, oh. Ich wünschte, ich hätte eine eigene Kamera. Wäre es nicht toll, wenn man alles dokumentieren könnte, was man so macht? Man würde nie wieder etwas vergessen. Wie dem auch sei, sie sagte, sie wolle zu einer kleinen Insel im Süden der Marktstätte. Wenn du in der Gegend bist, dann sieh doch mal nach ihr. Mach ich. Aber erst durch Schiff reparieren lassen. Viele der Ausrüstungsgegenstände sind sehr schwer. Ich lade also nicht immer alles ab. Aber du kannst gerne an Bord kommen und dir alles ansehen, was ich im Angebot habe. Zuallererst muss, sorry, tut mir leid, aber ich muss hier reparieren. Ich bin ziemlich im Arsch. So. Deswegen war man so langsam. Okay. So. Was haben wir hier? Eigentlich dasselbe wie 300 und ich habe nur 200. Das kostet A 300. Okay. Oh, was ist das? 500 veredeltes Metall. Und da kann ich Forschungsteile kaufen. Okay. Die hat also, wir brauchen 500, ne? So, dann würde ich jetzt mal sagen, okay, wir gehen mal ohne noch mit der quatschen, ne? Hallo, willst du ein bisschen plaudern? Brauchst du vielleicht Hilfe? Unterstützung? Sehr gern. Ich habe Aufzeichnungen darüber gesammelt, wo sich welche Fischarten aufhalten. Die meisten konnte ich auf meinen Reisen finden, aber es gibt ein paar seltene Arten, die ich bisher vergeblich gesucht habe. Willst du deine Informationen mit mir teilen? Ja, klar, kann ich dir gern helfen, ne? Großartig. Die Fische, die mir noch fehlen, heißen Riemenfisch, also der Pelikanaal, Riesentigersalmler und Quastenflosser. Also der Riemenfisch und der Pelikanaal, glaube ich, die sind ziemlich unne. Naja, okay. Quastenflosser, alles klar. Ich weiß schon wenig über diese Arten, also kann ich dir vielleicht die Richtung weisen. Was willst du wissen? Erzähl mir mehr über den Riemenfisch. Da der Riemenfisch einen langen und empfindlichen Körper hat, nehme ich an, dass er in tiefen, aber ruhigen Wasser lebt. Vielleicht in der Nähe der Sturmklippen? Ich weiß, dass Pelikanale in den tiefsten Tiefen des Ozeans leben. Um die zu fangen, benötigst du eine ganz spezielle Ausrüstung. Okay, Tigersalmler. Die Fische sind wirklich ganz schön unheimlich. Sie gehen in trüben, schlammigen Gewässern auf die Jagd und verbergen sich im Schatten der Bäume. Okay. Quastenflosser? Tatsächlich habe ich keine Ahnung, wo man Quastenflosser finden könnte. Aber die haben doch irgendwie etwas Urzeitliches an sich, findest du nicht auch? Okay. So. Wegen dieser seltenen Fische, die ich fangen sollte.
Ja, haben wir schon. Das ist schon in Ordnung. Okay, alles klar. Was haben wir schon? Was weißt du über die Sturmklippen? Also da drüben liegt Unfell. Gleich gegenüber der Bucht. Eine trostlose kleine Walfängerstadt. Die Leute da brauchen immer etwas. Gut für mein Geschäft. Die Einwohner sprechen immerzu über die Klippen. Die meisten fürchten sie. Ehrlich, ich verstehe nicht, warum sie hier bleiben. Manchmal dringt aus der Tiefe ein entferntes Grollen. Ich bleibe hier nie länger als nötig. Bist du immer draußen auf dem Wasser? Ja, immer. Ich mag es, unterwegs zu sein. Die Reisen sind mir sogar wichtiger als das Handeln. Ich bin also eher sowas wie eine handelnde Reisende. Ich komme viel herum, was sehr schön ist. Und ich treffe eine Menge Menschen, was aber nur manchmal schön ist. Siehst du auf See manchmal seltsame Dinge? Seltsame Dinge? Jede Menge. Aber ich versuche nicht allzu viel darüber nachzudenken, sonst wird man irre, weißt du? Aber hey, wenn man etwas Seltsames sieht, dann sieht man es vielleicht nicht richtig an. Denn dann wäre es vielleicht überhaupt nicht mehr seltsam. Oder vielleicht doch. Und noch dazu unglaublich gefährlich. Besser kein Risiko eingehen. Okay, dann breche ich jetzt mal auf, gell? So. Ich gehe nochmal ins Lager küken. Das kommt auf alle Fälle ins Lager. So. Wie gesagt, ihr Leid. Wir beenden das jetzt halt hier, ne? Und dann gehen wir mal ordentlich angeln. Dann müssen wir 500 Zenny, 500 Gold verdienen. Wir gucken nochmal ein bisschen in meine Kajüte. Fangen seltene Fische. Binde das Sturmwappen, ja, das hatte man quasi schon. Und dann hätten wir, oh, Nachricht noch, die lesen wir noch durch, ne? Boot SY Grand Preis. Besitzer Mr. Michel Hult. Hafen Sturmkühn. Artefaktmanifest. Musiktruhe aus Eichenholz. Zu einem Schnäppchenpreis erworben von einem Antiquitätenhändler in Kleinmark. Heuer geborgen aus seinem unbekannten Schiffswrack. Okay. Auf der Unterseite wurde der Buchstabe J eingeritzt. Davon abgesehen ist das Stück in tadellosem Zustand. Wurde bislang nicht geöffnet, aus Sorge, den Mechanismus zu beschädigen. Muss noch vom Schlosser begutachtet werden. Dann hätte man eine hölzerne Maske. Geschnitzte exotische Holzmaske. Soll angeblich Glück bringen, sie sowie Fruchtbarkeit, gute Gesundheit, Reichtum, Regen und Schutz vor bösen Geistern, bla bla bla. Eingetauscht gegen ein paar Socken und die Kette einer Taschenuhr. Dann hätten wir noch ein 12-teiliges Teeservice. Porzellan, 6 Tassen und 6 Untertassen. Erworben bei einem asiatischen Händler. Nicht benutzen. Glas mit Erde. Ein Einmachglas gefüllt mit Erde von einem Meteoritenabsturzstelle. Angeblich. Okay. So, ihr Leid. Wie gesagt, morgen legen wir los. Morgen gehen wir ordentlich Geld insammeln. Aber bis es soweit ist, ne? Paket noch da und dann sage ich dann schon mal Tschüss. Und schalten morgen wieder in, wenn ihr wollt. Gerade sehr gechillt. Ja, es ist schon ein bisschen gruselig, aber halt auch gechillt. Ich mag so Wassergedönse so. Können wir morgen drüber quatschen. Hopp, tschüss.